Lieber Herr Terpestau, herzlich willkommen Ihnen, Ihre lieben Frau, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich Sie so zahlreich heute Abend hier in der Deutschen Botschaft begrüßen darf für die Veranstaltung, die wir gemeinsam mit der Brücke durchführen. Einige unter uns, die heute hier in der Botschaft zusammengekommen sind, haben die Ereignisse in Berlin in jenen Novembertagen selbst miterlebt. Einer davon sind Sie, lieber Herr Terpestau. Wir haben über diese Ereignisse jetzt ein Buch veröffentlicht und ich freue mich sehr, dass Sie uns dieses heute Abend hier im Rahmen der gemeinsamen Veranstaltung mit der deutsch-mongolischen Brücke vorstellen. Damit will ich es mit meiner Begrüßung auch belassen. Wir sind gespannt, Ihre Geschichte zu hören und mit Ihnen allen dann über die Folgen, die diese Ereignisse nicht nur für Deutschland, sondern auch für die Mongolei hatten, zu sprechen und zu diskutieren. Lieber Herr Terpestau, ich übergebe das Mikrofon an Sie. Also vielen Dank, Herr Botschafter Rosenberg, für diesen Frau Rosenberg. Das dauert ungefähr eine Stunde bis zu Brandenburger Tor. Meine Frau sagte natürlich, eine Frau, 2 Kinder, hat Angst. Sie wollte erstmal nicht. Ich habe überzeugt, wir beide zusammengefahren. Also Menschenmenge. Und wir wollten, erst haben wir nicht verstanden, diese Bornholmer Straße auf ist, Berliner Mauer. Das ist für uns das erste Mal der Brandenburger Tor. Unbedingt Brandenburger Tor. Also das ist schwierig, da zu kommen. Wir sind unter großen Dränglein doch geschafft, gesehen, aber trotzdem ein bisschen Angst immer noch im Herzen. Als wir das gesehen haben, sehr friedlich, nur Gork und Bier trinken, Sekt aufmachen. Ich bin neugeborener Terpestauer geworden. Also ich glaube, Deutschland hat mich viel geändert. Erstmal, ich bin ein Nomadenkind. In die ehemalige DDR, oder DDR gibt es nur eins, ja, gekommen. Und das war auch Kulturschock. Ich habe über dieses Thema in meinem Buch viel geschrieben. Wiedereinigung des Deutschlands ist sehr interessant. Es ist natürlich berichtet nicht so ausführlich. Besonders als Augenzeuge ordnende Stelle gewesen war. Und das wollte ich, meine Meinung, was ich gesehen habe, was ich davon halte, habe ich versucht, für die mongolische Bevölkerung und Leser darstellen. Ein Volk zweimal geteilt. Gleiche Sprache, gleiche Tradition, gleiche Geschichte, gleiche Kultur haben. Nach ein paar Tagen mit meiner Frau, wir beiden wollten unbedingt, wir haben ein handwerkliches kleiner Hammer mitgenommen, geschlagen. Also das ist nicht so einfach, dass die Mauer nie großes Stück zu bekommen, aber ich habe diese Mauerstück 130 Jahre von meinem buddhistischen Gebetsraum gestellt. Das ist der Mauerstück. Oh. Ein Stück ist teuer. Das ist Gold wert. Es wird Gold. Ja, es wird Gold. Und besonders 2 Weltsysteme, die gegenseitig sehr viel ausgerüstet hat und es könnte Krieg führen. Das ist natürlich Sorge gehabt. Meine zweite Heimat. Ich habe immer bedankt am deutschen Volk. Deshalb also für mich ist so 2 Systeme einen Tag friedlich zusammen sind. Jetzt 30 Jahre. Die Mongolei ist eigentlich ein Land. Wenn man über Dinosaurier spricht, wir sind 2. Platz der Welt. Darüber wissen die ganze Welt sehr wenig. Die bekannten Wissenschaftler der Mongolei ein Interview nehmen, damit, dass die Mongolei bekannt machen kann. In der Welt, zweiter Mann in paläontologischer Untersuchung, Herr Barsbold. Ich habe mit ihm gesprochen. Er hat über 20, fast 30 Dinosaurarten, Sorten gefunden. Und archäologische Geschichte.
Und wie man vor 2000 Jahren gibt es in der Welt nur 3 Mächte, die waren einmal Han-Dynastie, Mongolei, Hunu und dann Rom. Hirschstein und Kriegsur und alle solche Sachen, die Welt wissen nicht. Und dann Genghis Khan wissen die schon, aber auch nicht so ausführlich. Dann über Genghis Khan und so weiter und so fort habe ich versucht, durch den Wissenschaftler großes Interview gemacht, damit dass die Welt sehen, wie bekannt, wie klug die mongolische Wissenschaftler, wie viel die wissen. Wie kann ein Nomaden in größter Reich der Welt schaffen? Wir haben so viele Kultur, so viele Geschichte, so viele Traditionen. Das habe ich versucht, in ein Buch reinzumachen, aber das habe ich geschafft. Deshalb haben die mein Buch genannt, Im Jahr des Roten Affen und ein Nomade zwischen Jurte und Brandenburger Tor genannt. Das bin ich.